mein Name ist Harice, besser bekannt unter Fegi Min. Zeichnerin, Malerin, Künstlerin. Meine frühesten Kindheitserinnerungen haben alles mit Cartoons und Zeichnen zu tun. Wenn ich so zurückdenke, weiss ich, dass ich am 6 Uhr am Morgen aufgestanden bin. Und meine einzige Sorge war eigentlich, Cartoons zu schauen. Ich habe mich immer hineingelebt, eine riesige Fantasiewelt in meinem Kopf. Es hat für mich nicht gelangt, nur das zu schauen. Ich habe wirklich Tage verbracht, die abzeichnen, die wieder beleben. Was mir in diesen Cartoons so wirklich gefallen hat, es ist um Freundschaft gegangen, um Zusammenhalt, coole Sachen erleben. Und so bin ich eigentlich auch aufgewachsen. Ich hatte eine mega gute Kindheit. Meine Eltern sind aus der Türkei und sind in den 70er in die Schweiz gekommen, mit nichts. Und haben sich das alles erarbeitet. Sie haben viel gearbeitet. Wenn wir einkaufen, hat mein Dad Malbücher, Stifte gekauft. Obwohl ich jetzt 35 bin, wenn ich jetzt mit ihm einkaufen würde er es mir wieder kaufen. In Händschikon, dort bin ich aufgewachsen. Zu 90% waren Schweizer. Wir hatten einen Block. Dort waren wirklich alles Türken, alles Ausländer und alles andere vom Town waren Schweizer. Aber ich habe wirklich nie so das Gefühl bekommen, irgendetwas ist anders. Wir sind wirklich immer draussen, wir haben immer etwas erlebt, wir sind immer mit Friends unterwegs gewesen. Und das alles hat sich halt in diesen Cartoons wieder gespiegelt. Wenn ich die Zeichnungen anschaue, wollte ich mich einfach wieder in die Zeiten versetzen, wo einfach alles ein bisschen innocent war. Freude verbreiten. Was kann ich machen mit dem, was ich kann? Irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, hey, irgendwie wäre das auch cool, wenn Menschen das nicht nur aufhängen können, sondern mit sich mittragen. Okay, ich mache Shirts, das ist mein Budget, ich kann zeichnen, ich weiss noch nicht, wie das Business geht, habe ich meine erste Kollektion eigentlich alles per Hand gemalt. Damals habe ich mich schon mit koreanischer Kultur auseinandergesetzt, ich habe das einfach so cool gefunden. Hip-Hop-Culture, dort hat mich mega interessiert. An einem Tag habe ich einfach eine Nachricht bekommen auf Twitter von einem wirklich einer mega Legende von dort. Er heisst Tiger JK. Hey, ich würde gerne so ein T-Shirt haben. So, wow, meinst du das ernst? So hat es eigentlich angefangen. Dann habe ich ein paar T-Shirts gemacht und gesagt, hey, ich gehe jetzt einfach auf Korea. Ich habe die richtigen Leute am richtigen Ort getroffen und dann war ich plötzlich in der Hip-Hop-Szene dort. Wir haben angefangen in Korea Hip-Hop-Shows zu machen unter meinem Namen. Fegi Min Hip-Hop-Show. Wir haben wirklich Hallen gefüllt. Es sind bekannte Hip-Hopper, Rapper sind aufgetreten, haben meine Sachen getragen, Shoutouts gemacht. Es war wirklich ein mega Ding. Ich war in Korea tätig, 2-3 Jahre. Ich habe Sachen gemacht für Movies, für TV-Shows, für Commercials. Ich habe 2018 Steve Aoki an einem Festival kennengelernt, in der Schweiz, in Wohlen. Nach einem Jahr haben wir unser erstes Projekt zusammen gemacht, wo ich für ihn Merchandise gemacht habe. Ein Jahr darauf, in 2019, hat er mich wieder angesprochen. Und dort war eigentlich, glaube ich, schon recht so ein Durchbruch. Etwas, wo ich sage, ich weiss nicht, wie ich das toppen kann. Steve Aoki hat das Lied mit Backstreet Boys rausgebracht. Und für das Lied habe ich dann wieder Merch gemacht. Members von Backstreet Boys haben auch die T-Shirts getragen. Und im gleichen Jahr habe ich wieder mit ihm geschafft für eine K-Pop-Gruppe, die Monster X heisst. Innerhalb ein paar Monaten habe ich über 1000 Pullis, T-Shirts selber bedruckt. Ich liebe meine Zeichnungen, die ich bis jetzt gemacht habe. Aber ich habe das Gefühl und Verlangen, bei meinen neuen Zeichnungen auch meine Kultur einbeziehen, meine Spiritualität ein bisschen zeigen. So ein einen neuen Weg für mich finden. Woher komme ich eigentlich? Was ist mein Glaube? Das ist mir mega wichtig und ich finde, diese Seite darf ich auch zeigen. Egal was euer Traum ist, ich finde, es ist mega wichtig, danach zu leben.